Hallo, hallo. Moment. So. Bitte, ich habe jetzt erstmal eine schöne Aussicht. Und ich sage ganz herzlich willkommen in meinem neuen Let's Play. Beziehungsweise in meiner neuen Let's Play-Reihe auf IOcraft. Ein deutscher Minecraft-Server. Und da kannst du Survival und Freebuild spielen. Und ich entscheide mich jetzt da mit euch zusammen etwas zu bauen. Also insofern ich natürlich überhaupt das Publikum habe. Also, ich habe da so einen wunderschönen See ausgesucht. Und ich habe auch schon Grosses geplant mit euch. In dem Sinn, herzlich willkommen und merci fürs Zuschauen. Ich bin da auf dem Server IOcraft und ich bin schon ein bisschen länger da. Das heisst, ich habe schon ein Haus gebaut, ich habe schon Leute kennengelernt und ja, ich kenne es halt schon ein bisschen. Darum zeige ich euch am besten zuerst mal in dem Intro-Video den Server und erkläre euch, was ich genau da mache und dann fangen wir in der nächsten Folge an zu bauen. In dem Sinn gehen wir zuerst mal ins Bahn. Ja, da hat jemand gerade irgendwie Sachen. Aber keiner. So wie es aussieht. Steinschwert, Steinaxt. Mein Inventar ist voll. Also, das da ist ein Spawn von IOcraft. Man hat da die verschiedenen Himmelsrichtungen. Da hinten ist so ein kleiner Heißluftballon. IO-Ballon. Auf dem wäre normalerweise eine Server-Tour, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Da hinten sind wir ein Portal. Das da geht in Nether und das da geht in die Farmwelt. Und da muss man einfach über die Druckplatte drüber laufen und nachher ist man in dieser Welt drin, wo man darf abbauen. Was ich im Moment gar nicht brauche, weil ihr seht, ich habe eigentlich relativ volles Inventar und ich habe vorgesorgt für das, was ich brauche. Zugemüllt worden mit Zeugs. So. Da ist noch so ein Knotenpunkt-Teleport. Dort tue ich in 4 verschiedene Himmelsrichtungen auf der Map teleportieren. Es ist angenehmer wie jetzt ein Minecart zu nehmen. Aber mit dem Minecart gibt es natürlich auch eine gute Strecke. Dann hat es den Bahnhof. Und ja, eben. Da kann man mit dem Minecart in die 4 Himmelsrichtungen fahren. Es gibt auch später noch mehr Verzweigungen. Aber es ist eigentlich ein relativ globales Bahnnetz. Also man kommt an die wichtigsten Punkte so an. Jo. Also in dem Fall, ich führe euch jetzt mal kurz durch das Bahn durch und dann zeige ich euch mein altes Haus, das ich jetzt schon einigermaßen fertig habe. Also es war ein sehr modernes Haus gewesen. Also es ist es immer noch. Und ich habe mir wirklich sehr viel Zeit für die Inneneinrichtung genutzt. Und ja, ich hoffe, ich bringe das neue Haus ähnlich gut an. Da zeige ich euch gerade die Eventwand. Ich finde es übrigens eine sehr schöne Aussicht, wenn man so gegenüber schaut. Da gibt es diverse Warps zu diversen Events. Und ja, eben wenn ein Stuff die startet, dann können alle Spieler mitmachen, die wollen. Ist jetzt ein bisschen Jump'n'Run, ist es so ein Labyrinth und hin und her. Also es gibt verschiedene Sachen und auch Spieler können da selber Sachen designen und nachher im Stuff weitergeben. Da ist das Jobviertel. Da kann man einen Job auswählen und dann kann man da die 4 Jobs anschauen: Holzfäller, Minenarbeiter, Gärtner und Abenteuer. Ich persönlich bin Gärtner, einfach weil ich schon lange aufgehört habe, irgendwie stundenlang in der Mine drinnen zu hocken. Man kommt auch so gut durch mit Materialien. Was man braucht, das kauft man halt von anderen Spielern. Und dann kann man da die Jobs annehmen. Und dann gibt es da so einen Shop, wo man dann Sachen verkaufen kann. Aber kann ich natürlich nicht rein, weil ich kein Miner bin. Dafür kann ich einen Gärtnershop. Da ist der Abenteurershop. Und ja. Ich kann zum Beispiel jetzt da rein, wo andere nicht rein können, weil ich einfach Gärtner bin.
Und zwar Level 31 Gärtner. So. Also ich kann auch da oben rein. Shop Level 2. So viel zu dem Zeugs. Das ist alles der Admin-Shop. Mal zeige ich wahrscheinlich ein anderes Mal, weil es würde jetzt einfach zu lang dauern. Dann gehe ich jetzt mal kurz zu meinem Zuhause und zeige euch das. So. Also, zudem noch anzumerken, ein Admin, die Adriana, hat da eine recht coole Möglichkeit hinzugefügt, dass man da kann mit Maps, also mit so, ja, wenn es jetzt nicht da oben liegen würde, da ist es. Mit so Maps, auf ein, was ist 128 x 128 Feldchen mit Blöcken ein Bild drauf zu legen und nachher eine Karte davon zu machen. Und dann kann man die ja jetzt in Bilderrahmen drin tun und da habe ich mal ein paar so Sachen designt und bin natürlich gesponsert worden von meinem coolen Kollegen, vom Gamli. Ist auch mein Nachbar jetzt da. Und da haben wir da Zaga gemacht, also Zari im Gamli Firma. Und wenn jemals irgendwie ein Copyright auf die Karte ermöglicht wäre, also dass man die Karte kann limitieren im Weiterkopieren, dann werden wir die auch verkaufen, aber im Moment ist es nicht risikoreich. Also unser Markt würde kaputt gehen, wenn andere Leute diese Karten würden kopieren und weiterverkaufen. Da ist die Küche. Da ist so eine kleine Bar-Area. So mit Barhocker und so. Und da ist eben unsere Küche, da ist ein Brünneli und ein Wasserhahn. Ein kleiner Ofen. Kühlschrank. Und ja, ein paar Schränkchen. Ein Brotbrettchen. Und halt noch ein bisschen Grünzeugs. Also ich meine, man braucht doch immer ein bisschen Grünzeugs in einem Haus. Dann, ja, das da ist einfach da, weil es schön aussieht. Da aussen habe ich einen Swimmingpool, der leider immer ein bisschen kalt ist. Friert man immer ein. Aber an sich, ja, man hat eine schöne Aussicht von da. Also ich meine, es ist so ein Infinity Pool. Du kannst einfach ins Meer runterschauen. Und ich habe extra einen Clip gebaut, damit man da so ein bisschen überhängendes Haus hat. Einfach weil es Spaß macht. Mein Tischdesign finde ich auch recht cool. Ein bisschen vom Keralis inspiriert. Gefällt mir, was man mit dem Teppich alles machen kann. Und die Lampen da oben auch. Jo, dann zeige ich einmal da unten. Also da ist so eine kleine Disco-Tanzfläche. Umfunktionierbar zum Springbrunnen. Ich dachte, ich brauche da noch irgendetwas fancy rein. Also ich meine, sonst ist der Raum ein bisschen langweilig. Und da ist mein Schlafzimmer in dem Sinn. Ich habe da noch so ein cooles Glowstone-Lampendesign genommen. Also ich habe übrigens die Textur vom Glowstone und von ganz wenigen anderen Steinen habe ich selber gezeichnet. Einfach weil ich die Glowstone so grusig finde, dass ich ihn so gerade wieder angenehm finde zum Anschauen. Da ist mal wieder mein Tee drin, mein gigantischer. Das ist so ein Kleiderschrank, aber es sind eigentlich Noteblocks. Tönt jedoch nicht tönen, wenn sie so angeordnet sind. Und da ist mein gigantisches Bett. Das ist eigentlich ein Himmelbett. Du kannst noch so schauen, hast noch ein bisschen Beleuchtung. Und da hinten gerade ein breites Fenster raus. Mit meinem Bild. Ah, das habe ich damals auch selber gezeichnet auf einer 128 x 128 Fläche. Ich bin recht stolz drauf, weil ich habe mega viel mit den Schatten gearbeitet. Also so Blöcke in Treppenform gegen auf und gegen runter angeordnet, sodass da überhaupt die Effekte ankommen. Und ja. Ja, Dani, eine, die mit mir mitgespielt hat, hat da so einen coolen Spruch gebracht von wegen "They see me rolling". Hat es mich gerade verputzt, als ich das gesehen habe, weil es ist eigentlich recht lustig mit dem Bildrahmen drillen. So, und dann haben wir da noch das Büro. Da habe ich mal ein paar Büchse tun. Das sollte eigentlich ein PC-Bildschirm sein. Das ist ein bisschen gross geraten. Das sollte eine Maus sein und das ist die Tastatur. Und das ist der On-Off-Switch.
Aber es ist recht improvisiert. Also ich meine, ich müsste wahrscheinlich irgendwann eine Textur für einen Kompi-Bildschirm malen. Das da, über das bin ich zufälligerweise gestolpert, als ich mal in einer geheimen Kiste am Spawn rumgewühlt habe. Und da habe ich gefunden, ja, ich meine, nimm es doch mit, oder? Ist doch schön. Und es passt gerade farblich so schön in mein Büro. Da habe ich so ein cooles Schrankdesign. Nur das Problem ist, mit der 1.8 sind die Anvils plötzlich nicht mehr der Länge nach, sondern, nein, nicht mehr der Breite nach, sondern der Länge nach im Bild angeordnet. Und das sieht jetzt mega komisch aus, weil sonst sind sie ein bisschen breiter gewesen, so. Und dann ist es wirklich wie ein Schubladenhenkel. Aber ja, das Bodendesign finde ich übrigens auch recht auffrischend. Und ja, so viel zu dem. Da habe ich eigentlich noch so eine kleine Sitzfläche machen, aber ja, ich habe es nicht recht gewusst, wie im Raum zu positionieren. Da hinten wachsen meine Pilzchen. Ich meine, jeder braucht doch ein paar Pilzchen bei sich, oder? Nein. Als Gärtner braucht man die zum Leveln. Und da hinten hat man eigentlich mal jemand gebaut und der hat sein Haus wieder abgebaut und darum ist jetzt eine mega komische, glatte Fläche. Ist gerade ein bisschen doof. Ist gerade ein bisschen unnatürlich. Aber ja. Dann zeige ich euch jetzt noch ganz schnell den letzten Teil von meinem Haus. Und zwar, das ist jetzt das Badzimmer. Da ist ein bisschen schade, ich habe da so Blöcke drin im Bilderrahmen. Die haben noch heiß und kalt benannt. Aber das Problem ist, früher hat es die so ein bisschen, sind sie ein bisschen grösser gewesen, sind sie ein bisschen weiter rausgestanden. Da hat man da einfach so ein rotes Viereck gehabt. Und jetzt mit der 1.8 Update ist es einfach so ein bisschen, es ist genau auf der gleichen Höhe. Und darum fängt es an so flackern. Und ich muss jetzt noch schauen, wenn ich da mit dieser Textur mache. Ist ein bisschen nervig. Da ist einfach so ein bisschen eine Wand mit einem Regal drin. Ein bisschen Profil drin gehauen. Und da ist unser WC mit ein bisschen frischem und ein bisschen dreckigem Papier drin. Und das ist natürlich so ein Hauptdesign und so. Da ist meine WC-Bürste verkehrt drin. Und, oh yeah, das ist eine WC-Rolle. Mit einem Button und einem Quarzblock und einem Bilderrahmen und hinten dran Dispenser. Relativ cooles Design, gefällt mir. Da hast du auch nochmal so ein paar so Ablageflächen, Duschtüren, Sperrangel weit offen, Duschutensilien. Und natürlich geht da die Dusche. Okay, soviel zu der Dusche. Ich habe natürlich auch noch Badwanne. Ich meine, ist ja nicht genug luxuriös da. Und die hat ein mega cooles Design. Wenn es nicht so liegen würde. Und das ist mir heute schon ein paar Mal aufgefallen. Das ist recht komisch. Normalerweise ist das nicht so. Vielleicht fehlt da eine Wasserquelle. Das ist das Problem. Ach, da irgendwo ein Eimer. Ich nehme mal schnell den da raus. Geht am schnellsten so. Nein, das ist nicht. Dort hinten war Wasser. Ist komisch. Auf jeden Fall, das ist das Badwannendesign vom Gamli, von meinem Nachbar. Also das gefällt mir mega. Und das gefällt mir nicht. Aber egal. Ja. Und er hat mir einfach generell beim Bad einrichten geholfen. An dem sind wir relativ lang gehockt. Da mit dem Oberlicht noch und so. Schön war. Gefällt mir. So. Dann hauen wir da wieder da drin. Dann kann ich auch noch ganz kurz das Haus von außen zeigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu unserem Wohnort zurück. Zu unserem neuen Bauplatz.
bauen dort. Und ja, schauen in der nächsten Folge weiter. Von außen sieht das so aus. Ich habe es relativ bunt gemacht. Also das ist euch wahrscheinlich innen schon aufgefallen. Gehen wir jetzt da mal ganz kurz unten durch, wenn ich nicht am Verhungern wäre. So. Und so sieht das dann von unten aus. Autsch. Im Chat, der Winzibus ist mal wieder ein bisschen böse. Ich glaube, da sind ein paar relativ stark gegen die Regeln vorgegangen. Wenn da irgendein Mod im Chat so tut, von wegen kommt sofort in Teamspeak, dann Autsch. So. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell zu unserem neuen Bauplatz. Und ja, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig bis jetzt. In der nächsten Folge geht es los mit dem Bauen. Ich habe relativ im Voraus schon ein bisschen den Grundriss vom Haus geplant. Und ich hoffe, dass wir den auch endlich so umsetzen können und dass es nachher auch gut rauskommt. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen und ciao.